Immer weiter, immer heiter. Hier bei Pokémon Omega Rubin. Immer noch hier für Route 105 unterwegs. Und zwar, ja, ich komme nur. Hoppla, ich verrate doch nicht mein Gewicht. Typisch Frau. Ja, genau, wir sind immer noch hier dabei. Und zwar, ein bisschen zu trainieren. Denn auch das muss sein. Von Triathlet Tristan. Ja, ist das der Typ aus Yu-Gi-Oh? Nee, ich glaube eher weniger. Ja, unser Tengulis namens Kokiri. Hatten der das also drauf? Eine Laubklinge. Die natürlich trotzdem guten Schaden macht. Und da zieht er sich wieder von dannen. Ein Seemops. Seemops. Ja, sieht irgendwie schon ganz schnuckelig aus, wa? Ich glaube sogar, hätten wir uns Camiloti angeschafft ins Team. Ich hätte mich, glaube für Seemops entschieden, weil, ganz ehrlich, weil Reiser, Wasser-Eis-Typ, interessante Kombination, hält noch viel aus und so, macht guten Schaden mit Surf und Eisstrahl. Hätte man sich durchaus gönnen können. Klingt irgendwie falsch. Was ich ganz kurz machen will, ist bei Kokiri mal die Attacken anders anordnen. Ja, kann man mal hier hin. So haben wir hier Felsgrab. Ja, wieso nicht, wa? Ich sowieso, wie ich eigentlich Kokiri nachher trainieren will, sprich, ja, macht nicht eher physisch oder speziell? Ich weiß nicht so recht, Leute. Mein physisch mit Laubklinge, speziell mit Energieball, hätte beides seine Vorteile. Hier haben wir eine Insel. Und eine Trainerin. Der blaue Himmel, das unendliche Meer, alles hier so friedlich, finden Sie nicht auch? Ja. Und jetzt die Heidrun mit ihrem Azumarill. Wieder mal Wasserfee, wa? Naja. Müssen wir eigentlich nur dann Sorgen machen, wenn es schneller wäre als 4. Ist natürlich nicht, deswegen direkt die Laubklinge. Und ja. Kein Level Up, das gibt's doch nicht, meine Güte. So, müssen bald wieder bei Route 106 sein, wa? So lange dauert es natürlich nicht mehr. Okay, hier wie gesagt noch das kleine Stückchen Land. Wie weit geht es hier runter? Bereits Route 106 hier unten, wa? Okay. Ich messe gerade ein bisschen das Gebiet hier ab. Und scheint nur noch der Typ hier zu sein. Schwimmt im tiefen blauen Meer, gibt es was Schöneres? Ja, kämpfen. Der Guido. Oh, ein Wingal, Wasserflug, das ist lustig. Wobei, wieso? 8 Level plus Felsgrab und tschüss. Nein, oh. Autsch. Wie kann das wagen? So, jetzt mal aber... Ja, geht doch. Felsgrab daneben. Ja, wieder mal sowas. War mit 90% Treffsicherheit trotzdem gleich daneben. Hatten wir schon in den letzten Parts mit Logorx Feuerfeger. Der müssen wir gar nicht trainieren, aber wegen EP-Teiler halt, war. Dann trainiert er automatisch mit. Pelipper. Tja. Ja, wieso nicht? Könnte noch lustig werden. Vier Level höher, okay, kein Problem soweit. Jetzt, ja. Genau, Siedewasser und Kraftreserve. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Typ war. Was Elektro? Was Pflanze? Was Kampf? Keine Ahnung mehr. Ins Kampf haben wir unsere Antwort direkt. Ja, bis Kampf. Bei Kampf ist ja die Frage, braucht der Milotic eine Kampfattacke? Kampf, effektiv gegen Unlicht. Gestein, Stahl, normal. Gestein kann ich auch mit Wasser weg. Wie sie rangucken, ey. Pelipper? Melothek.
Ich bin viel schöner als du, klar? Naja. Dann noch ein bisschen Toxin. Ist auch ganz nett. Ja, aber eigentlich nee. Ich kann aber auch jetzt echt nicht wissen, nicht in welcher Situation, wenn die Kraftreserve Kampf jetzt wirklich nützen würde. Na klar, wie gesagt, gegen Unlicht, Stahl und normales zu haben ist immer nice, aber wieso direkt für Milotic? Der durch einen Eisstrahl viel naheliegender, der halt irgendwie Kraftreserve hinsichtlich Pflanze, wobei Pflanze auch nicht unbedingt. Elektro vielleicht noch, wobei nicht, auch nicht. Ja, doch Elektro eigentlich schon war. Für halt gleichen Pokémon, sprich halt auch für andere Wasser-Pokémon. Ja, wir scheinen zu gewinnen, wa? Möbel! So, wie sieht's langsam aus mit den... Okay. Langsam aber sicher wird's. Wäre ich beinahe richtig abgesoffen, ist mir doch scheißegal. Gut, jetzt wie gesagt, noch hier in diesem kleinen Island ist hier noch etwas Besonderes. Nein, so ein Ruinentypi. Hallo. In der Gegend soll es einen mystischen Felsen geben. Weißt du vielleicht etwas darüber? Ah, das könnte, glaub der für Regirock sein. War, glaube ich, beim Vorgänger auch schon so. Das nicht. Ein reines Gesteins-Pokémon war. Tja. Kurz Prozess, Freundchen. Tschüss. Sag ich ja. Nuss knüt. Scheiße, Mann. Tja, selber schuld. Lalala. Blütenburg City, nö. Kiratax mit Surfer. Ah ja, die gibt's gar nicht, wa? Was ist denn hier oben noch los? Ah, das ist wie gesagt dieses Island hier. Das sprich im Prinzip auf nur ein kleiner Felsen im Wasser und hier, wie gesagt, da müsste der Eingang eigentlich für Regirock sein. Aber der war ja schon im Original ziemlich mühsam zu entschlüsseln mit auch hier. Da machen wir bei Omega Rubin, nicht bei Alpha Saphir. Wird es auch hier mühsam werden, machen wir später, weil dazu brauche ich bestimmte Pokémon im Team. Da werde ich mir dann halt zu jener Zeit von Alpha Saphir rüber tauschen lassen, weil die zu fangen und zu trainieren noch ist ein bisschen mühsam. Dort dafür ist auch ein bisschen weiter entfernt, was das alles aktivieren muss, also wird interessant. Das kann ich schon mal sagen. Eine Riesenperle. Ein Eisen. Immer gut fürs Blut. Yeah, Mann, ihr Herzschuppe, ist das geil, Mann. Ja, es ist so cool. Ja, wieder weiterhin. Was ist in der Route? Okay. Dann haben wir noch einen Typ im Wasser. Servus. Puh, müssen dachte ich, ein Kind würde trinken. Glück scheint dir nicht zu fehlen. Wir sind in einem kleinen Kampf. Ertrinken, nicht surfen. Na gut, stimmt, es ist ein Gyarados, war kein Wasser-Pokémon. Egal. Oh. Oh nee. Die sind nur physische Attacken scheiße. Wasser und Licht. Ja, was soll ich so machen? Problem, das Talent durch die Rohhaut. Rauhaut. Rohhaut, und schlecht. Bei direkten körperlichen Attacken tut das ziemlich weh. Oh je, oh je. War schon? Der Konstantin. Was ist ein Name, ey? So, tschüss. Okay, ja, wie gesagt, soweit fertig. Dann ab zur Route 106. Wow. Das war ja so knapp. Wir müssen eigentlich direkt schon bei Fasohafen sein. Das Meer ist mein Reich, werde ich nicht verschonen, weil du ein Kind bist. Würde ich auch bevorzugen.
Die Nicole. Ja, servus Nicole, wie läuft's denn so? Okay. Goldini. Okay, wisst ihr was? Goldini ist sowieso nicht gerade eines der stärksten Pokémon, deswegen mal einen Orkan testen. Ja, das war ein toller Test. Menno. Ich weiß nur 70%ige Wahrscheinlichkeit, aber... No. Dreschflegel. Macht sowieso keinen Schaden. So, darf ich jetzt mal bitten? Dankeschön. Alter. Okay, Schaden macht er, aber ist halt wie Fokusstoß. Ich meine, 70% Trefferwahrscheinlichkeit. Tschüss. Ja. Nee, Freunde, ist ein netter Tag zum Sein und so, aber für später, nö, danke. So, den schon wieder hier. Der hätte, glaube ich, auch... Komme ich eigentlich da hinten ran? Glaube ich gar nicht, wa? Gemeinerweise. Also der Carpador-Fänger, genau. Ein Pokéball, ja gut. Was nützt mir hier ein Pokéball? La la la, was nützt mir hier ein Ball eines Pokémons? Sternenstaub! Oh, ganz was anderes, Leute. Wir können theoretisch jetzt hier rein. Weil wir haben jetzt das Fahrrad, mit dem kommen wir hoch, wir haben Stärken, also können bereits die Höhle erforsten. Mach jetzt aber nicht. Erstens gibt es sowieso kaum Interessantes zu sehen, außer halt unseren Stolun, das haben wir sowieso schon bereits. Und macht's aber noch, keine Sorge, machen das alles noch, aber erst später, weil wir halt hier hinfliegen können. Noch ein bisschen mehr Zeit haben und so, können wir uns mal alle Höhlen ein bisschen genauer ansehen. Dann wird es auch ein bisschen lustiger. Oh, ein Gyarados, ja, lecco mio. Ja, aber klar, der bedroht, nein. Oh. Hoffentlich hat der keinen Eiszahn. Nehmen wir etwas. Ein Fuchs ist genauso kacke. Oh. Scheiß hohe Angriffswerte. Ich tausche das Pokémon. Sorry, Chaos kommt rein, der kann das besser. Erstens besser anstecken und zweitens besser austeilen. Chaos! Yeah, Mann, lange nicht mehr gesehen, Kumpel, wie geht's denn so? Stahlgestein. Das bringt nix. Das hingegen schon. Und weg ist er. Na gut, 11 Level Unterschied, da hätte er natürlich gehofft. Kai! Was Liebreiz? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, theoretisch nicht schlecht. Stark senkt, sprich um 2 Stufen, also um die Hälfte. Natürlich immer geil. Problem hierbei ist anderes Geschlecht. Wer sagt mir, dass das gegnerische Pokémon immer weiblich ist? Ist mir zu heikel. Nee, sorry, ich will kein anderes trainieren, deswegen, nö. Und falls daher kann sie eben noch mit der Herzschuppe nachlernen. So. Ist noch ein Trainer. Na, wieso nicht? Das ist ein Trainer für mich. Haha. Du willst rausfahren, was? Jo. Komm her, du Sparko. Der Triathlet Oleg. Und unser Kokiri zeigt, was er kann. Hat sogar noch KP, aber spielt keine Rolle. Dafür teilt er aus. Wie ein großer. Au, au, au. Ja, das tut weh, Mann. So, und jetzt haben wir gerade hier noch eine Nähe ein, oder soll ich direkt mal... Jo, wisst ihr was? Erstmal ins Pokémon, sondern ganz dringend mal heilen. Und lange dauert es nicht mehr und dann gelangen wir hier an einen Ort, der ein bisschen spezieller ist.
Und sein Orden, den man nur mit Surfer hin kann. Und Schaufhauserhafen, hallo Route 107. Gab es noch etwas im Wasser? Glaube ich nicht mehr, war? Ne, war ja bereits finito. Schlecht, ey. Ganz gut, da ist was, blockiert mich was, ich sehe nichts. Ah, da ist ein Trainer. Die Almut. Ganz ehrlich, ist das ein Name, Leute? Also, ich meine, echt ein Name, wo man einer Frau jetzt noch geben würde, die Almut heißt? Und falls ja, bitte sag mir mal, oder schreib mir in den Kommentar, bitte, woher kommt der Name? Almut. Also, wenn überhaupt, könnte es ein männlicher Name sein, irgendwie, aber weiblicher? Ich weiß doch auch nicht. Und noch ein Fels. Ah, jetzt kommt er mit dem Schutzschild schon wieder. Das bringt doch nix. Und unser Jiraiya Tengulist hat das wieder mal hingekriegt. Ja, der Atomic wird auch immer stärker und irgendwie unser Logo nicht mehr, wa? Vermisst ein bisschen das Level up. Naja. So, nächste Trainerin. Schon mal was ein kleines Stein namens Hafen gehört? Ja. Das kleine Städtchen kennen wir. Dennis. Ja, da kenne ich auch jemanden aus dem privaten Umfeld. Und unser Kokiri glaube ich nicht, aber egal. Laubklinge. Kurz und schmerzlos. Kokiri. Natürlich Goldini. Logok. Geil, Mann. Bereits Level 39. Tja dann, Laubklinge. Weimopf. Und noch geiler. Nee, das nicht. Kein weiteres Level up, Mann. Was soll denn das? Okay, wir sind noch nicht dort. Was meinen Typen hier? Ich muss lange schlafen, sonst mich auf den Wellen treiben ließ. Ja, kenn ich gut, bin auch gerade ein bisschen müde. Ja, mich juckt's gerade überall, dankeschön. Der Manuel. Nicht Manuel, sondern Manuel. Das andere wäre ja mit 2 L, wa? Manuel. Oh, Schwärme ist doch was verboten. 4-fach Damage. Der kommt nicht wieder. Der hat definitiv genug. Ich hab verloren. Tschüss. Ja, Tschüssikowski. So, hier haben wir, glaube ich, genau, einen Stellen nachher noch für den Taucher. Kommt ja später. Müssen wir unbedingt merken. Haben hier. Ah, stimmt, die kommen ja. Ja, das war ja früher ganz anders. Stimmt, früher war es noch so, also sprich, Anfangszahlen war, glaube ich, sogar. Ja, doch, glaube ich, auch hier bei Rubin Saphir Smaragd so. Dass halt die Doppeltrainer nicht auf einen zugeschwammt kommen. Nur die Einzeltrainer immer, aber Doppelkämpfe, nö. Die müssen persönlich halt direkt vor einem selber sein, aber hier ist es wiederum anders. Ist aber, glaube ich, bereits seit 4. und 5. Generation so, dass halt auch Doppelkampftrainer auch schon auf einen zu gelaufen oder geschwommen, wie auch immer, kommen. So, genug davon. Chaos ist gerade ein bisschen fehl am Platz hier, aber ist egal, versuch's mal so. In your face! Das hat reingehauen. Powermann! Auermann! Mit Powermann gibt's Auermann! 3 Level noch für Chaos und entwickelt sich weiter. Eisenabwehr, nö. Das mag im Anime eine coole Attacke sein, Leute, im Spiel leider nicht. Und Kai auch noch, sehr geil. Du spielst echt in einer anderen Liga, lalalala. That's it so. So ganz kurz hier noch mal tauschen und zwar gegen Atomic und hier noch ein bisschen hier.
Vor allem, ja, immer noch halt Kai muss noch sehr stark trainiert werden, halt. Kokiri eigentlich nicht mehr so, wa? Holt ganz schön auf. Für die nächste Arena, Leute, reicht das locker, kein Problem. Vor allem natürlich damit Stollos, beziehungsweise, Stollrack sage ich schon, beziehungsweise dann halt bereits nicht mehr Stollrack, sondern Stollos. Das ist richtig geil, hey. Ja toll, Wassergift. Ich hab grad nichts dafür, deswegen Laubklinge. Normaler Schaden tut's natürlich auch. Ich habe noch Stab drauf plus noch das Wundersaat-Item. So Schaden war es noch genug. Okay, Part ist bereits vorbei, der wäre bereits vorbei. Ich will aber nicht mehr so viele Parts mit Trainieren verschwenden, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen hin. Na! So. Jetzt nichts mehr. Und zwar der Rest der Route ist eigentlich nicht mehr so viel. Dann können wir im nächsten Part bereits noch ein bisschen etwas Actionhaltiges erleben. Mein Traum ist es, in allen Meeren dieser Welt zu schwimmen. Okay. Ist ja schön für dich. Ein Tag hätte das mal gewusst, ey. Er hat doch Atomic geschickt. Aber Kokiri schafft natürlich auch. Kein Problem. So, vor allem mit der Laubklinge. Voll auf die Schnauze. So, noch was Stärkeres. Sind denn Toxer so etwas in der Art? Wir werden ganz baut. Ja, ja. Geht. Ein Pelipper. Na, ich lass mal so. Was war mir gerufen? Jo, hier, Felsgrab. Scheinkleister. Ich ruhe mal. Ach ja, um die Hälfte der Karpe oder was? Ja, aber mal klar. Bringt aber nix. Pelipper. 800 Erfahrungspunkte, ey. Macht schon was aus, wenn man so überlegt. So schafft es niemand. Nö, so schaffst du es nie, Alter. Okay, wir sind bald da, Freunde. Und zwar an dem Zielort, wo ich gerne noch hin möchte, bevor wir halt dann speichern hatten, auch noch den Part beenden. Denk mal, ja genau, 2 Kämpfe jetzt noch geben, denke ich jetzt mal. Dann sind wir auch schon am gewünschten Zielort angekommen. Die Marion, oh, ist noch ein schöner Name. Noch Wasserflug, okay. Bringt nix. Ah, bringt auch nix. Was für ein Mist, hey. Was mir irgendwie mal so auffällt, unser Kokiri hat irgendwie nie einen Psycho-Pokémon als Gegner. Wieso denn? Das wäre mal so eine geile Situation. Natürlich, Psycho kann sowieso nichts ausrichten. Okay, die meisten Psycho-Pokémon haben ja mittlerweile sowieso einen Dualtyp oder eine weitere Attacke. Wie Fokusstoß oder eine physische Kampfattacke. Dann ist natürlich ein Unlicht-Pokémon sowieso im Eimer. Ein Weilmer kommt selten allein. Oh Mann, wie geht's so? Aber es geht immer wieder allein. Scheiße. Und da geht's von dannen. Ja, vielleicht kriegen wir in diesem Part noch ein Level Up hin. Müsste eigentlich klappen, wa? Ja, bin noch einmal. Ihr seht schon, wir haben da auf der Karte unten. Sind ja bald beim grünen Punkt. Also ich bin noch beim dunklen Punkt. Weil es halt noch ein Ort ist, den wir noch nicht gesehen haben. Die Sieglinde. Ein einsames Weilmer. Tja, wenn wir sagen, wir schicken es sofort mit Eilkurier zurück zu seiner Trainerin. So schnell kann es gehen.
Oh Mann, gibt's doch kein Level Up mehr, das gibt's doch nicht, Mann. Tja, Freunde, was ist das wohl, wa? Das ist, ein interessantes Fleckchen. Ein Asttrainer, der auch surft. Ah, interessant, wa? Ja, die können auch surfen. Ah, toll, Gift-Pokémon. Ich als Pflanzen-Pokémon gegen ein Gift, ja, supi. Ja, eine Finte mal versuchen. Oh nein. Nein, ich paralysiert. Oh, ich hasse den Giftblick. Alles Kuriose darin ist ja, ist ein Giftblick. Er giftet. Aber nee, er paralysiert eben. Oh, Alter. Und... Yeah, Mann, Level 26. Ich warte mal ganz kurz drin, nämlich für den Level Up noch. Und tausche es dann doch am besten zu unserem guten alten Kumpel Kai, wa? Denn jetzt geht's weiter ab im Kai-Style. Oh, verdammt. Autsch! Na gut, ein Volltreffer, wollte ich gerade sagen, ey. Nein, schon wieder! Ist das Vieh schnell? Haha, es brennt! So, jetzt macht es sowieso, genau, jetzt ist noch so, Verbrennung macht ja nicht nur Schaden, sondern senkt auch dessen Angriffswert. Was? Die Attacke macht mehr Schaden als ein Iowa? Soll ich mich verarschen? Das war seltsam. Das war sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Nun gut, Leute, wir gehen direkt rein. Und zwar ist das die sogenannte Seewoge in Malvenfroh. Alter, was soll das denn sein, Leute? Tja, das und noch vieles mehr werden wir erfahren, aber im nächsten Part, wenn wir den Kampf durch haben. Verdammt, Entschuldigung, ich dachte, das wäre einer ohne Kampf. Aber nur einer, der halt quatschen will. Nein, geht ja schnell. Wenn man paralysiert ist, scheiße. Locker. Halt die Klappe. Ich muss dringend unser Team heilen. Oh, wie war das? Ein perfekter Zeitpunkt für unsere Atomic. Noch kann man jetzt auch ordentlich reinhauen, aber ist mir zu heikel. Ein Unlicht-Pokémon? Nee, lieber nicht. Lieber direkt so. Und weg. Einfach weg. Eine Drachenroute. Ah, die könnte jetzt aber noch wichtig sein. Gutes Ziel vom Fällen wäre es mit einem anderen Pokémon aus. Wenn ihr gegen wieder Pokémon, die kann man durchaus strategisch einsetzen. Hier aber nicht. Erstmal ist sie physisch und zweitens will ich mit Kai sowieso was anderes machen. Nein, war es auch nicht. So. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank nochmal fürs Zusehen bei dieser dezenten Überlänge. Nächstes Mal geht es hier weiter bei der Seewoge Malvenfroh, ausgewiesenes Naturschutzgebiet der Höhenregion. Tja, aber wieso das so ist, das wie gesagt vielleicht dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.